Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Folgende Themen haben wir für Sie. Der verrückte Brienzer René Zobrist paddelt für einen guten Zweck. Ist die Gemeinde kaum der Grund Opfer von der Umstand beim Umweltskandal Blausee geworden? Vorher aber noch die Kurzmeldungen aus der Region. Der Thomas Knutti blitzt mit dem Hauptkanton Oberland ab. In seinem Kampf gegen die Schmarotzerpolitik der linksgrünen Städte hat der SVP-Grossrat Thomas Knutti vom Regierungsrat wissen, ob der Stadt-Land-Graben mit der Gründung des Hauptkanton Oberland entschärft werden könnte. Die Antwort der Regierung ist klar: Nein. Die Thuner Tigers starten mit einer Niederlage. Nach der dominanten Saison 2021, dem Gewinn vom NLB-Titel und dem Aufstieg in die höchste Spielklasse, nehmen die Tigers dieses Jahr die Herausforderung NLA an. Die Stromnetzbetreiberin Swissgrid kann die Spannung der Stromleitung zwischen Bickingen bei Burgdorf und Kippis im Wallis von einer nicht wie geplant von 220 auf 380 Kilowatt erhöhen. Wegen der Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht verzögert sich der Leistungsaufbau um 2 Jahre. Spenden ist nicht gleich Spenden. Diese Ansicht hat zumindest der Brienzer René Zobrist. Darum möchte er mit einer außergewöhnlichen Aktion Gutes tun. Mit seinem Stand-Up-Paddle will er 24 Stunden auf dem Brienzersee herumschippern und so Geld für die Berner Stiftung für krebskranke Kinder und Jugendliche sammeln. Mit Manuel Moser hat er über sein Vorhaben gesprochen. René Zobrist, ja, erzähl doch mal, was hast du für ein Projekt geplant? Ich tue am 10. September 24 Stunden lang Stand-up paddeln für die Berner Stiftung Krebskranke Kinder und Jugendliche. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich tue seit 2,5 Jahren Stand-up paddeln und im Corona-Winter bin ich auch gegangen und irgendwann im Januar, Februar hat mich gedacht, letztes Jahr, da müsse mehr möglich sein. Und da ist mir die Idee gekommen, man könnte irgendetwas machen für eine Stiftung. Ich habe mit meinem Chef Kontakt aufgenommen, dem Gelman Matthias. Und er hat mir den Link geschickt für die Stiftung Krebskranke Kinder und Jugendliche. 24 Stunden lang auf dem See, wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Es braucht brutal viel Ehrgeiz, Kraft, Energie. Ich habe gerade letzten Freitag habe ich 12 Stunden lang gemacht, vom Abend um 8 Uhr bis am Morgen um 8 Uhr. Es war ziemlich kalt. Und 24 Stunden lang, ja, ist eine lange Zeit. Ich probiere es einfach, wenn es geht, geht es. Und wenn es nicht geht, geht die Welt auch nicht unter. Du hast noch ein paar Monate zum Trainieren. Wie sieht es aus? Wie bereitest du dich jetzt auch vor in diesen Monaten? Ich gehe 2 bis 3 Mal in Fitness, mache Kraftübungen für den ganzen Körper. Gehe jetzt am Abend in der Sommerzeit wieder vermehrt auf den See und mache Samstag, Sonntag Touren zwischen 4 und 6, 7 Stunden. Du bist Tag und Nacht unterwegs. Was sind die Schwierigkeiten oder kommst du dort auch Hilfe über? Ich habe in der Nacht ein Begleitboot. Ich habe noch über ein Tagesbegleitboot, wo wir Bidos geben zu trinken, Nahrung zu mir nehmen, wenn irgendetwas hat, dass ich kurz ins Boot gehe. Ist alles zusammen abgesichert. Auch mit der Seepolizei abgesprochen. Wir sind gut aufgeleistet. Wenn du daran denkst, neben 24 Stunden, du schaffst es, oder? Ich bin überzeugt, dass ich das wieder schaffe und ich schaffe das auch. Gegen die Gemeinde kam der Grund, ist von den Betreibern vom bekannten Ausflugsziel Blausee ein Betreibungsbegehren in Höhe von 10 Millionen Franken eingereicht worden. Der Gemeinde- und Gemeinderatspräsident Roman Lanz zeigt sich im Gespräch mit Ben Abeckle erschüttert. Wir haben einfach von der Anwälten von der Blausee AG eine Verfügung bekommen für 10 Millionen an
nach Aussage von ihnen anhand von dem GPK-Bericht, Geschäftsprüfungsbericht vom Grossen Rat, der da oben ist, wo sagt, die Gemeinde hätte da Fehler gemacht. Also wir sind da natürlich erklüpft, dass wenn da in einer 800 Seelen-Gemeinde 10 Millionen Forderung gestellt wird, kann ich nicht mehr das gutheissen, indem dass das ein juristischer Schritt ist und dass das da irgendwo so ein bisschen standardisiert ist, dass wir als Mitbefremden so einfach aufgenommen. Was hättet ihr euch gewünscht von Seiten der Blaue See AG? Weil man hat ja intensive, partnerschaftliche Beziehungen gepflegt. Bei uns ist es einfach üblich, wenn man irgendeine Forderung hat oder irgendetwas hat, dass man ein Gespräch sucht. Und das hat hier so in dem Sinne nicht stattgefunden. Und das tut uns eigentlich ein bisschen weh. Wie wird es jetzt weitergehen? Kann man das schon sagen? Ja, also da ist ja jetzt einfach die Forderung da. Wir haben hier einen Rechtsvorschlag gemacht, wie das üblich ist. Und das wird jetzt wahrscheinlich einfach juristisch weitergeführt werden. Und das hat uns alles in meinen Augen so nicht gebraucht. Man sieht hier die Grube von Süden her Richtung Norden. Das war es vom heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, präsentieren Ihnen jetzt unsere Kollegen von Meteo News. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Da ist Jungfrau-Zeitungswetter für die Region Bern. Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an dem 5. April, wo zuerst ein grauer Tag war und dann ist es ein bisschen freundlicher geworden im Laufe des Nachmittags. Eine dynamische Wetterlage kommt auf uns zu. Jetzt in der zweiten Wochenhälfte wir haben immer wieder Tiefdruckgebiete, die hier nördlich von der Schweiz durchziehen. Wir haben zum Teil eine sehr kräftige westliche oder südwestliche Strömung. Also eine turbulente Sache und es wird dann auch mit dem Westwind immer wieder Niederschläge geben. Morgen am Mittwochvormittag ist es aber trocken in der ganzen Region, zum Teil auch sonnig. Die meisten Sonnenstrahlen hier Richtung Oberland, ein bisschen weniger im Flachland und Richtung Jura. Am Nachmittag geht es weiter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Flachland bleibt es weitgehend trocken. Einzelne Schauer kann es hier im Jura geben oder auch Richtung Oberland. Da kann es also am Nachmittag lokal nass werden. Die Temperaturen erreichen in der Tiefenlage ziemlich verbreitet 14 Grad. Im Flachland mit einem schwachen bis mäßigen Südwestwind. Am Donnerstag und Freitag ist es meistens trüb und wiederholt auch nass. Zum Teil gibt es eben einen starken oder stürmischen Südwestwind. Temperaturen bei 12 bis 14 Grad. Die Schneefallgrenze auf 1500 bis 2000 Meter. Mit einer Kaltfront wird aber die Schneefallgrenze in der Nacht auf den Samstag absinken auf 600 bis 900 Meter. Am Samstag auch noch unbeständig und ab und zu nass. Wir sehen es hier kühler mit 8 Grad. Und dann dürfte es freundlich weitergehen. Am Sonntag und Montag dann auch wieder mit einem Temperaturanstieg. Und es ist gut möglich, dass uns dann Anfangswoche auch wieder ein Schub Sahara-Staub erreicht. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten hier im Jungfrau-Zeitungswetter. Ich wünsche weiterhin ganz einen guten Dienstag.